Let's do this! Und geht. Also. Ich hoffe, die Abwaschmaschine hört man nicht. Also. Hallo und herzlich willkommen bei mir auf Kitschwitsch und zum neuen Video. Heute feiern wir den Herbst. Ich liebe den Herbst und es gibt Geileres im Herbst als wild. Und ich bin eigentlich, wenn ich noch ein bisschen Hintergrundinformationen sagen will, ich bin hier eigentlich bei uns daheim und bin kurz davor, die Nacht zu kochen. Und ich habe gedacht, hey, ich könnte eigentlich ein Video machen, wie ich ein ganz einfaches Wildmenü für uns daheim zubereiten. Weil es gibt viele, die sagen, ja, wild, ich weiss nicht, ich esse lieber im Restaurant, ich traue mich nicht ganz so her. Und ich zeige euch heute ein mega einfaches und wandelbares Wildmenü, das ihr auch super Gäste könnt servieren und das könnt ganz einfach abändern. Und darum habe ich gefunden, das wäre doch die ideale Gelegenheit. Ich habe das, glaube ich, noch nie so gemacht. Also ich habe noch nie irgendwie ein ganzes Menü gemacht. Ja, also ich habe keine Ahnung, wie das Video rauskommt und wie lange es wird, keine Ahnung. Es ist jetzt halt einfach, ihr seid jetzt hier dabei, wie ich unser Nacht zubereite. Wir machen ein Dammhirsch geschnetzelt. Dammhirsch bekommt ihr eigentlich an relativ vielen Orten. Ich habe jetzt meins aus dem Migros und Coop bekommen. Kommt ihr Fleischtheke über und ist wirklich ein mega feines und sehr fettarmes Fleisch. Dazu mache ich Quarkspett, also Quarkknöpfchen. Habe ich noch nie gemacht. Ich mache schon immer die klassische, aber ich habe gefunden, hey, jetzt, wenn ich schon wieder mal länger in der Küche stehe, kann ich etwas Neues ausprobieren. Und dazu mache ich ganz klassisch Röselichöl. Ich weiss, Röselichöl ist für das Kryptonit vom Jahrhundert, ich sage gar nicht gerne, aber man kann es ja irgendetwas anderes nehmen. Dörte Bohnen, Rotkabis oder man kann zum Beispiel auch Kürbis in Schnitzel schneiden, dann mit Öl betrunken, dann mit Salz so in Backofen backen. Also das ist relativ frei. Ich finde es einfach mit einem Menü noch schön so eben Hauptkomponent geschnetzelt und dann eine Beilage eben wie Knöpfchen oder ja, ihr könnt hier gekaufte Spätzle, das ist ja egal. Also einfach das, was ihr Bock drauf habt und dann einfach noch Gemüsekomponenten. Und weil wir einfach wahnsinnig gerne Röselichöl gibt es jetzt bei uns Röselichöl. Also, aber jetzt zum Fleisch. Wir brauchen für mein wild geschnetzeltes brauchen wir einfach geschnetzeltes vom Hirsch. Das habe ich hier schon so ein bisschen vorbereitet und rausgenommen. Es hat schon Zimmertemperatur. Dann habe ich hier rote Zwiebeln geschnitten. Relativ, ja, gut, ich bin eher relativ grobmotorisch. Das hier, das ist Dennis Küche. Das ist nicht professionell, das ist nichts. Also wenn ihr professionelle Sachen wollt, müsst ihr weg. Also da gibt es genug andere, sehr gute Kanäle. Dann habe ich hier Knoblauchzehen. Ich habe 3 genommen, das ist auch fast ein bisschen viel. Dann habe ich noch Speckwürfel. Die habe ich jetzt einfach gebraucht, weil sie mir sonst kaputt gehen und ich das nicht will. Darum tun wir das auch drin. Müsst ihr nicht drin tun. Ich finde, es hat noch so, es gibt noch so eine spezielle Salze drin. Dann habe ich hier getrocknete Steinpilze. Ihr könnt hier Eierschwämmchen nehmen, finde ich zum Beispiel auch sehr etwas Feines. Und die Steinpilze habe ich auch sehr gerne. Es gibt noch so einen erdigen, waldigen Drip in das ganze Menü. Und das ist natürlich, ja, passt einfach mega gut zum Wild. Wer Pilze oder wer Steinpilze und Eierschwämmchen nicht so gerne hat, mit Champignons geht es auch. Und sonst könnt ihr zum Beispiel, anstatt Pilze, das wirklich mega grusig finde, könnt ihr zum Beispiel mit Rüebli und Sellerie arbeiten. Das ist auch möglich. Also eben, ihr seht, sehr wandelbar. Dann habe ich noch hier so einen kleinen Geheimtipp, den ich von einem meiner besten Kollegen bekommen habe, wo ja, das gibt so eine Säure drin und das sind Silberzwiebeln oder Essiggürkchen. Die müssen nicht mega viel drin tun. Ihr könnt natürlich auch mega viel drin tun. Ich habe es gerne, aber ich habe leider nicht mehr so viel daheim. Und es gibt dann noch so eine sexy Säure. Dann brauchen wir Gewürz. Ihr könnt normales Fleischgewürz nehmen, aber es gibt auch so spezielle Gewürze. Ich habe jetzt hier eins von Sanopilz. Das ist ein Fleischgewürz mit Eierschwämmchen drin. Das passt natürlich auch noch sehr gut. Und hier habe ich noch so ein Steinpilzsalz. Das brauche ich so ein bisschen zum Würzen. Ihr könnt aber auch wirklich mit Pfeffer und Salz und Knoblauchpulver. Ich werde sicher auch noch ein bisschen getrockneten Rosmarin reingeben, da seid ihr wirklich ein bisschen frei und da könnt ihr wirklich einfach das nehmen und wo ihr einfach findet, ja, das ist einfach für mich. Dann braucht es Rote für die Sauce.
damit wir ablöschen. Dann habe ich hier ein Rindfleischbouillon. Das ist, kann man machen. Ich habe jetzt einfach das zur Verfügung, ich habe keinen Bock mehr, irgendjemanden einzukaufen. Geil ist auch, es gibt eben zum Beispiel im Coop oder auch im Migros oder so, oder eben in der zum Teil auch bei Metzg, könnt ihr einen fertigen Fond kaufen. Da kann man natürlich einen Wildfond nehmen, das wäre natürlich noch viel, viel geiler. Habe ich jetzt halt nicht da gehabt, wir arbeiten jetzt halt mit dem, was ich hier habe. Ja, und jetzt würde ich sagen, gehen wir über ein Kochen. Tut sie auf, ne? Hallo. Also, ich habe jetzt hier einfach ein bisschen Öl, jetzt auf die Speckwürfel tue ich schon mal so ein bisschen rein. Weil die laufen dann aus und dann höre ich schon so ein bisschen, ob das Zeug, sagen wir es, das macht, genau. Das Fleisch hier habe ich schon mal jetzt ein bisschen mit dem Fleischgewürz gewürzt und jetzt wird es einfach scharf angebraten. So, der Speck ist jetzt schon ziemlich angebraten und jetzt kommt der Dammhirsch dazu und dann wird er schön angebraten. Von allen Seiten, hallo, gang runter. So, dann geben wir da Gemüse rein damit. So, High Professional ist eben gäbig, wenn man einen Film, das ist richtig cool. Dann hier, das drin. So. Und das ist eine Geheimwaffe. Zack. Und das jetzt alles so ein bisschen anbraten. Eigentlich nicht, aber ich tue jetzt gleich noch ein bisschen Mehl drüber. Und das jetzt wirklich einfach anbraten und dann wird es mit dem Roten abgelöscht. Und dann wird die alte mit dem Roten abgelöscht. Wo ist die Flasche? Jetzt mit dem Roten ablöschen und das alles einfach ein bisschen einkochen. Nicht ganz, einfach ein bisschen, einfach mal sicher, dass es bladert und umrühren und etwa so 5 Minuten, 6 Minuten einkochen und dann kommt schon das Gemüse, das Rindsbrühe dazu. Während das Fleisch jetzt im Köcheln ist, mache ich hier den Teig für Quarkknöpfchen vorbereiten. Dann habe ich Knöpfchenmehl, das bekommt ihr fix fertig schon über mit den grossen Läden. Dann habe ich hier Magerquark, ich habe Salz da und 3 Eier. Die brauchen 200 Gramm Mehl und jetzt kommt das in die Küchenmaschine bei mir und der Teig muss ihr wirklich mega rühren, bis er Blasen wirft. Vielleicht kann ich euch das noch zeigen. Sorry für die Käseküche, aber jetzt wird einfach hier Weine nachkochen gekocht. Jetzt ist es recht reduziert, ich musste es doch ein bisschen länger müssen einkochen, weil ich viel zu viel Rotwein habe genommen, aber das macht nichts. Jetzt kommt hier ein bisschen Bouillon rein. So. Voilà. Und jetzt auch das wieder aufkochen. Und ich tue den Hardcore schlagen. Ich hoffe, ihr hört mich. So, ich hoffe, man sieht es. Man sieht es nicht, aber so ist er gut. Und jetzt tut man den eine halbe Stunde auf die Seite stellen. Bei Raumtemperatur mache ich das gerne. Und dann wäre es richtig geile Knopfels. So, das ist jetzt wieder aufgekocht und ihr seht, es hat relativ viel Flüssigkeit. Und jetzt mache ich es einfach so, dass ich die Temperatur zurückstelle. Und zwar ordentlich so, feiere ich so, dass es immer noch eben so ein bisschen verdampft und so. Und dann lasse ich sicher etwa 2 Stunden kochen. So 2 Stunden würde ich jetzt mal rechnen. Aber ja, ihr müsst einfach üben. Wenn ihr gut kochen müsst ihr einfach üben. Und dann merkt ihr dann mit der Zeit selber, ob es gut ist oder nicht. So, was machen wir jetzt? Röseli auch rüsten. Aber das zeige ich nicht, das ist urlangweilig. Warten. Also ich bin jetzt hier am Warten. Ich habe hier einen Topf über da mit salzigem Wasser. Und dann habe ich so eine Spätzli-Ribe. Jetzt ist es so. Es wird Leute geben, die werden euch sagen, absoluter Crap, nimm das, nimm ein Spätzli, weiss nicht was, nimm den Spätzli vom Bett, keine Ahnung, irgendetwas. Das ist eine Religion. Ich persönlich fahre mit dem sehr, sehr gut. Das heisst, du tust das hier so her. Ich hoffe, man sieht es, vielleicht sieht man es auch nicht. Und dann kommt der Teig einfach hier bei mir, dann machen wir so hin und her. Es gibt eine hohe Morderei, das ist richtig geil. Also jetzt zeige ich jetzt kurz anhand von einem Beispiel, wie das geht, und den Rest mache ich dann selber. Also das kommt hier drauf. Au, heisses Wasser. Hang ein bisschen annetzen, das ziehe ich, der Teig ist ein richtiges Arsch, der klebt überall. So, und dann nehmt ihr ein bisschen von diesem Teig, tut den da rein. Und dann könnt ihr da hin. Ah, jetzt muss ich wirklich hängen ab. Jetzt habe ich eine Befürchtung. Jetzt habe ich auch gerade Failarme gestartet. Und dann könnt ihr jetzt einfach hin und her. Und dann fallen da die Ploppers runter. So.
Und sobald sie eben oben schwimmen, jetzt sieht man es besser, kann man sie hier nehmen. So. Und tack. Und dann tut man sie abkühlen. Ich mache jetzt den Rest und dann geht es weiter. Ich habe die Küche einigermaßen renoviert. Jetzt haben wir hier die Knöpfchen, die habe ich abgeschreckt und die sind jetzt kalt. Und sobald ich dann das Nacht mache, tue ich die einfach portionenweise anbraten und einfach servieren zur Sauce. Und hier haben wir die Sauce auch schon ziemlich fertig. Vielleicht noch ein bisschen abschmecken mit Rosmarin oder so. Und dann ist das auch erledigt. Und den Röseli-Kohl mache ich etwa 20 Minuten, bevor ich sie serviere. Und dann seid ihr der Beste.